hat die spirituelle Leitfigur des tibetischen Buddhismus in seiner Residenz im nordindischen Dharamsala besucht. Er und sein Kamerateam haben einen aufgeweckten Dalai Lama vorgefunden, der gern und sehr persönlich aus seinem Leben erzählt. Bei aller Fröhlichkeit wird freilich auch die Sorge um Frieden und um die Zukunft seiner Landsleute deutlich. Indien oder Tibet? Geografisch sind wir in Indien, spirituell in Tibet. Hierher nach Dharamsala, in die indischen Ausläufer des Himalaya, floh der Dalai Lama im Jahr 1959, um dem Einmarsch der kommunistischen Truppen Chinas zu entkommen. Und von hier aus, etwa 1500 Kilometer weit weg von seiner Hauptstadt, regierte er über 50 Jahre lang das Land de facto als spirituelles Oberhaupt. My day starts 3 and 3:30. Mein Tag beginnt um 3:30 Uhr. I remember Buddha. Im Aufwachen denke ich an Buddha. Ich sage ihm einen Gruß, geschrieben vom großen Weisen Nagarjuna. I recite that, Ich sage das noch liegend, meine Hände gefaltet. although still lay down, my hand go like that. Halb respektvoll, halb im Schlaf. Half still like that. As a Buddhist monk, as soon as we wake up, try to Als buddhistischer Mönch versuche ich, sobald ich wach bin, meinen Geist zu formen. Für den Rest des Tages sollte mein Geist sensibel sein, voller Mitgefühl, und mein tägliches Leben sollte für andere nützlich sein. Some Dann walking. ein paar körperliche Übungen, ein bisschen Gehen auf dem Laufband. About 5, my breakfast. Um Still 5 mein Frühstück. meditation. Noch einmal Meditation und Rezitation, Still Gebete bis 8 oder 9. Then usually read some. Dann lese ich für gewöhnlich ein paar Zeitungen. Sometimes come here. Manchmal komme ich hierher in mein Büro zu Treffen wie diesem. Und wenn dann nichts anderes zu tun ist, studiere ich buddhistische Schriften. If no others of this work, then I study mainly Buddhist scriptures. Then after lunch, Dann nach dem Mittagessen komme ich zu Besprechungen hierher again some meeting. und auch zu Audienzen. Im Moment kommen fast jede Woche Tibeter direkt aus Tibet neu an. Every week, some Tibetan who come from Tibet, recently newly arrived, meeting. Then about 5:30, my evening tea. Dann um 5 Uhr, 5:30 Uhr mein Abendtee.
gewährte ihm Indien seit seinem Eintreffen in Dharamsala den Schutz, wie er für ein Staatsoberhaupt üblich ist. Von einem theokratischen und armen Staat zu einer modernen Demokratie zu werden, das kann man nicht so einfach beschließen. Es ist ein langsamer und schwieriger Prozess, den bereits der Vorgänger des Dalai Lama in Potala in Gang gebracht hatte, durch interne Reformen und die Öffnung seines Landes nach außen. Er war es, der 13. Dalai Lama, 1933 verstorben, der seinem Nachfolger schon den Weg bereitet hatte. Hilfe, diesen seinen Nachfolger zu finden, erhielt er zudem von einer Delegation, die auserwählt wurde, ihn wiederzuerkennen. Diese Delegation fand mich, als ich 4 war. Sie wählten mich als Kandidaten aus. Zu dieser Zeit gab es 3 Kandidaten aus derselben Gegend. The 3 candidates from the same area. But one passed away. Aber einer starb. So then Also blieben noch 2. after Wir wurden einer Prüfung unterzogen. test or investigation Ich habe anscheinend erfolgreicher abgeschnitten. search party, I become more successful. So that they Also waren sie überzeugt, dass ich, der kleine Dorfbub mit dem Namen Lamo Dondup, der Richtige war. Village boy named Lamutundru, and they felt, oh, that really worthwhile. One of the candidate, hopeful candidate. Der neue Dalai Lama wird bis zum Alter von 18 Jahren warten müssen, um seine Aufgabe tatsächlich zu erfüllen. Er muss unter der Aufsicht eines Regenten und mehrerer Erzieher sein Noviziat absolvieren, um seinen neuen Mönchsnamen der Kostbare, der Siegreiche oder Meister des Glaubens gerecht zu werden. The Tibetan government built. Die Regierung baute dort ein Haus. Yeah. So my mother remained there. Dort wohnte meine Mutter. I live. Then Ich wohnte getrennt von ihr in Norbolinka. So almost daily. Fast täglich ging ich zu meiner Mutter hinüber und sowohl sie als auch mein Vater kamen ins Haus des Dalai Lama. Also my father, he came Wir blieben also in engem Kontakt. to my own, also the Dalai Lama's house also. So remain very close. Ein Familienleben, das schwer vorstellbar ist, reglementiert von Protokoll und Ritualen. Und doch funktioniert es. Sowohl im Winter- als auch im Sommerpalast sind die Brüder und Schwestern seiner Heiligkeit immer in der Nähe. Meine Mutter besuchte seine Heiligkeit ziemlich oft, mindestens einmal im Monat. Egal, ob seine Heiligkeit in Potala war oder in Norbolinka. Das heißt, von der Zeit an, als ich gehen konnte, sagen wir nach meinem ersten Lebensjahr, nahm meine Mutter mich fast immer mit, damit ich seine Heiligkeit sehen konnte. Whenever my mother went, most of the time she took me to see His Holiness. I think little strange or naughty, I think naughty story. Ich erinnere mich an seltsame, dreiste Geschichten. Traditionally, you see, not serving porks, eggs. Als Dalai Lama isst man üblicherweise kein Schweinefleisch, keine Eier und keinen Fisch. Das wird einfach nicht zubereitet. Particularly my father. Ich wusste aber, dass mein Vater Schweinefleisch liebte. So, Also ging ich gelegentlich schnurstracks zu meinen Eltern und wartete, bis es Schwein gab. my parents' house, you see, waiting some porks. And egg as well. Bei Eiern war das genauso. Sometimes my Manchmal mother kochte meine Mutter extra für mich Eier. egg for me. Das ist eigentlich ein bisschen illegal. Illegal. So, but then also as a child, I remember Ich erinnere mich auch, dass mein Lehrer, my teacher, als ich Kind war, manchmal verärgert war. very sort of Manchmal hat er auch ein bisschen geschimpft. face. Dann bin ich, sobald meine Stunde aus war, weggerannt. Zu meiner Mutter ins Haus. Then, as soon as my lesson finished, I ran away to my mother's house. At the beginning, I determined I will Und not. zuerst war ich entschlossen, nicht mehr in die Residenz des Dalai Lama zurückzugehen. Ich war entschlossen, bei meiner Mutter zu bleiben, um mich vom Unterricht loszureißen. In order to free the lesson. But then time, evening. Aber dann war es Zeit für die Abendschulstunde und ich bin ganz ruhig doch wieder zurückgekehrt. Quietly returned to my official residence.
cha di din de te bala, fung e din de ni bala, tala. During winter time, particularly in Potala, there was Im Winter war es Brauch, sich zumindest einen Monat zurückzuziehen. In erster Linie nach Potala. Those years, my teacher never showed smile. In diesen Jahren lächelte mein Lehrer mich kein einziges Mal an. Er war immer sehr streng. Then, meantime, some shepherds, Dafür traf ich einige Schafhirten und Kuhtreiber. Wenn sie mit ihren Tieren loszogen und wenn sie zurückkamen, haben sie gesungen. and sometimes I feel, oh, Und I manchmal wish habe ich mir gedacht, ich wäre gern einer von ihnen. one of them. So I always play, run here and there. Ich habe immer gespielt und bin herumgerannt. Mit ein paar Gärtnern und ein paar Straßenkehrern. Most of them, Die meisten von ihnen waren einfache Leute. you see, they consider me as a non-Dalai Lama. Sie haben mich als einen bekannten Dalai Lama betrachtet. Some older people Ein paar von den Älteren haben mir gegenüber ihre Hoffnung ausgedrückt auf eine bessere Zukunft unter deiner Herrschaft, wie sie sagten. a brighter future under your leadership. And also among the sweepers, some elder ones, Unter den Straßenkehrern gab es ein paar Ältere, die noch die Erfahrung gemacht hatten, dem 13. Dalai Lama gedient zu haben. Sie wussten viele Geschichten über sein Leben. have a lot of sort of stories. Also war das auch hilfreich für mich, von der Verantwortung eines Dalai Lama eine Ahnung zu bekommen. To realize the responsibility, eventual responsibility as Dalai Lama. Und ich habe mir all diese Geschichten angehört. Stories like that. Then I feel, oh, this is in a way a difficult sort of position. Dann wurde mir bewusst, was für eine schwierige Position ich da einnehmen sollte. Sehr schwierig. Challenge, there is opportunity to face Aber it. wie auch immer, wo eine Herausforderung ist, da gibt es immer auch die Möglichkeit, sich ihr zu stellen. Und dann spürte ich manchmal wirklich, dass ich als buddhistischer Mönch meine früheren Leben zu schätzen habe, die Tugenden und das gute Karma. Accumulated by my previous life brought Weil ich this in meinen früheren Leben gutes Karma gesammelt habe, stehen mir in diesem Leben viele Möglichkeiten offen, um Menschen und auch dem Dharma Buddhas zu dienen. also serve Buddha Dharma. So thinking this line, then more Wenn ich es also recht bedenke, habe ich einerseits eine größere Willenskraft, andererseits auch eine größere Sehnsucht, das zu tun, was immer ich tun kann. Als er 1950 offiziell die Geschicke des Landes in die Hand nimmt, ist der Dalai Lama ein Teenager von 15 Jahren, der seinen religiösen Stil noch nicht ausgeformt hat und über keinerlei politische Erfahrung verfügt. Die jedoch war gefragt, gerade in der Auseinandersetzung mit dem Nachbarn China. Mao Zedong beginnt den jungen Dalai Lama auf seine Seite zu ziehen und verspricht, den Wunsch der Tibeter nach Autonomie zu respektieren. Er lädt den jungen Mann nach Peking und überhäuft ihn mit Geschenken. Tatsächlich beginnt der Dalai Lama daran zu glauben, dass es einen gemeinsamen Weg, so etwas wie eine Synthese zwischen Marxismus und Buddhismus geben könnte. Die chinesische Armee beginnt Straßen zu bauen, die das Überqueren des Hochlandes erleichtern sollten. Viele Menschen folgen der Einladung Maos und wagen das Abenteuer der Reise. 1954, I went to China. Really new opportunity 1954 ging ich nach China. to see, Eine wirklich gute Gelegenheit, einmal eine andere Welt zu sehen. go to China. I also have the opportunity to meet Ich hatte many, auch die many Möglichkeit, viele Tibeter in der Region von Amdo und Kham zu treffen. Also viel Erfahrung So, zu what a sammeln. experience.
mein Wissen zu vertiefen, ein genaueres Bild zu bekommen. Und ich habe wirklich viele Führer getroffen, große Persönlichkeiten, an vorderster Front den Vorsitzenden Mao Zedong. Ich habe da viel dazugelernt, sehr viele Erfahrungen dazu gewonnen. Mao spricht von Versöhnung. Tibet sei ein großes Land, das früher China dominiert hatte. Das sei aber Vergangenheit. Tibet müsse jetzt zum Schritt in die Moderne verholfen werden. Mao ernennt den Dalai Lama zum Vizevorsitzenden des Ausschusses des Nationalen Volkskongresses. Ein schmeichelhafter Posten, der aber ganz offensichtlich alles andere, nur keine politische Macht mit sich brachte. In Tibet selbst verschlimmert sich die Lage. Die Brutalität der Chinesen steht im Gegensatz zu den Worten Maos. Angesichts des organisierten Widerstands des Volkes, zu dem der Dalai Lama zwar nicht ermutigt, den er aber auch nicht verurteilt, beginnt die chinesische Armee zu handeln. Im März 1959, 4 Jahre nach seiner Rückkehr aus Peking, muss der Dalai Lama mit ansehen, wie Lhasa besetzt ist, seine Armee ohnmächtig, die Mönche grausam verfolgt. Pelten Gyatso ist einer der Mönche, die diese Unterdrückung erleiden mussten. Ich habe damals gegen den Anschluss demonstriert. Ich wollte diesen Einmarsch nicht. Deswegen haben mich die Chinesen 1959 eingesperrt. Ich bin 33 Jahre im Gefängnis geblieben. Während dieser 33 Jahre bin ich gefoltert und geschlagen worden. Ich habe die schlimmsten Foltermethoden über mich ergehen lassen, aber ich bin nicht gestorben. Warum? Weil ich aus buddhistischer Sicht geschützt bin. Es sind nicht die Chinesen, die mich befreit haben. Amnesty International hat meine Geschichte erzählt und sich für meine Freilassung eingesetzt. Das habe ich herausgefunden. Wie Sie wissen, floh seine Heiligkeit in der Nacht vom 17. März 1959. In dieser Nacht sagte mir meine Mutter, ich solle mich umziehen, wir werden weggehen. Das war irgendwie sehr lustig für mich. Meine Mutter und meine Schwester waren als Männer verkleidet. Und ich, mit meinen 12 Jahren, konnte mich vor Lachen einfach nicht halten, weil sie wirklich lustig ausgesehen haben. Dann haben wir Norbolinka um 9 oder halb 10 verlassen und gingen zum Fluss Kikchu. Dort haben wir nicht allzu weit weg die chinesischen Militärlager gesehen. Wir sind also in der Nacht losgezogen, waren die ganze Nacht lang unterwegs und dann noch einen ganzen Tag lang. Und dann haben wir am frühen Abend zum ersten Mal Rast gemacht. Manchmal sind wir 6 Stunden lang gegangen, manchmal 8 Stunden. Insgesamt waren wir circa 12 Tage unterwegs. Natürlich waren viele Menschen traurig. Sie hatten entsetzliche Schwierigkeiten durchzumachen. Aber für mich war es nicht so traurig, weil ich nicht ins Kloster zurück musste, um zu lernen. Und all meine lieben und mir nahestehenden Menschen sind mit mir geflüchtet. Daher war es für mich keine traurige Angelegenheit. Ich erinnere mich an noch etwas. Unmittelbar bevor wir die indische Grenze erreichten, wurde seine Heiligkeit krank. Er hat sehr schwach ausgesehen, wenn Sie die Fotos von 59 anschauen, aus der Zeit, bevor wir die Grenze erreichten. Er sieht sehr dünn aus, das weiß ich noch. Der Empfang Indiens für die tibetischen Flüchtlinge entspricht der Geschichte, die die beiden Länder vereint. Indien, die Wiege des Buddhismus, ist wie ein Lehrmeister, Tibet sein Schüler. Diese Solidarität ist stärker als die politische Zurückhaltung Pandit Nehrus. Als ich seine Heiligkeit zum ersten Mal sah, sagte er, jetzt sind wir frei, jetzt sind wir in Freiheit, es gibt keine Kontrolle durch die Chinesen mehr. Und irgendwann im Sommer 1960 zog seine Heiligkeit dann auf Empfehlung der indischen Regierung nach Dharamsala.
Die politische Freiheit, die der Dalai Lama in Indien erlebt, ermutigt ihn, seinen Weg der Reformen in Richtung Demokratisierung weiterzugehen. Bereits in Lhasa hat er damit begonnen. Im Exil stellt er eine Regierung zusammen, befähigt, sowohl innere als auch äußere Angelegenheiten des Landes zu behandeln, auch vor dem Gerichtshof der UNO. Natürlich hatte zu diesem Zeitpunkt kein tibetischer Flüchtling langfristige Pläne. Jeder hoffte oder glaubte, wir könnten binnen einiger Jahre wieder nach Tibet zurück. Nur seine Heiligkeit dachte lange voraus und plante tibetische Siedlungen sowie den Wiederaufbau der Klöster und die Errichtung von Schulen. Das alles waren bereits langfristige Pläne. Wäre seine Heiligkeit mit seiner Voraussicht nicht gewesen, hätten die tibetischen Flüchtlinge in dieser Zeit noch viel mehr Probleme gehabt. Die Flüchtlingsfrage ist die vordringlichste. Seit der Einnahme von Lhasa und den Massakern an Zivilisten, 80.000 Tote zwischen März 59 und September 60, kommen die Flüchtlinge zu Tausenden in Indien an, wo sie die indische Regierung empfängt, so gut sie kann. Die Flüchtlingslager werden erweitert, Hilfsgüter vermehrt zur Verfügung gestellt, Bildungsprogramme großzügig ausgeweitet. Unlösbar bleibt das politische Problem zwischen China und Tibet. As a political asylum, the political Solange wir eine Flüchtlingsgemeinschaft sind, bleibt es unser politischer Auftrag, Bildung zu ermöglichen. Ich verstehe mich hier immer als freier Sprecher für die Tibeterinnen und Tibeter. Wir haben in den frühen 70er Jahren beschlossen, dass wir früher oder später mit der chinesischen Regierung verhandeln müssen. Also gaben wir bereits eine Grundsatzerklärung ab, dass wir um eine einvernehmliche, gerechte Lösung bemüht sind, die nicht unbedingt die Unabhängigkeit anstrebt. Try to find a solution which is mutually agreeable solution. That is not seeking independence, in spite of our past history. Trotz unserer Vergangenheit. Das ist in unserem eigenen Interesse. It's our own interest. Tibet ist zwar materiell sehr zurückgeblieben, spirituell aber voller Reichtümer und weit voraus. Inzwischen möchte jeder Tibeter ein modernisiertes Tibet. Deshalb soll es mit der Volksrepublik China verbunden bleiben. Es bringt uns mehr Vorteile in wirtschaftlicher Hinsicht. Vorausgesetzt freilich, wir können über echte Autonomie verfügen. Provided we should have meaningful autonomy. Tibet ist und bleibt ein kleines Territorium zwischen zwei Riesennationen. Man kann sich nicht wirklich sicher fühlen, immer droht Gefahr. Aus rein pragmatischen Gründen tritt seine Heiligkeit nicht für Unabhängigkeit, sondern für Autonomie ein.